Joel, Kelly, willst du uns ein knuspriges Geschichte erzählen über dein letzten Date? also dir, Kelly, gebe ich das ja gerne erzählen. Aber wenn so viele Leute nur lauschen, wie das gerade machen, dann weiß ich nicht, ob ich nur so viel knusprige Details will erzählen. Dat Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Heute schwatzen wir über Schwatzen, nämlich mit anderen Leuten über die erste Beziehung an den eigenen Sex schwatzen. Ja, das ist ein flott Meta-Thema, deshalb hat mir am Podcast auch immer ein bisschen machen, so über als Beziehungen, über als Sex schwätzen. Aber es geht ja nicht darum, wie wir am Podcast drüber schwätzen, es geht mehr darum, wie man mit anderen Leuten darüber schwätzen, weil kein Publikum dabei ist. Weil das ist ja eine andere Situation. Grundsätzlich gibt es mir gerne ein bisschen drüber schwätzen, so, was darf ich überhaupt erzählen aus meiner Beziehung oder aus meinem Sexleben. Hast du dann vielleicht mit Beziehungspersonen Regeln ausgemäht oder müsste das echt so nur Bauchgefühl? Das ist ein dick gut froh am Anfang. Ich habe mit meiner Beziehungsperson am Moment keine Regeln. Ich denke, dass ich da so ein bisschen auf der Basis von Vertrauen an Grenzen von der anderen Person gut genug kennen. Und wenn ich ein Gespräch hat, wo vielleicht auch etwas Intimes von meiner Beziehungsperson Thema war, dass ich das dann quasi so nur zählen, dass ich das Gespräch hat. Ich fand es wirklich davon auf, ob es insgesamt über die Beziehung geht oder echter zu der Sexualität an der Beziehung. Und hängt doch mega davon auf, als wäre eine Perspektive erzählen. Also wenn ich echt darüber schwätze, wie mir immer das gegangen ist, zählen ich ja vielleicht nicht unbedingt mega viel darüber, wie der andere Person gegangen ist oder was die andere Person an dem Moment gemäht hat. Ich fand, also an meinem Gefühl ist es so, dass für allem Sexpraktiken, also was denn so beim Sex konkret mischt, dass da so ein Zone wie, ja, wo wichtig ist, die eigene Privatsphäre, die von der anderen Person, mit deren schwätzt, und eben von der Person, mit der Sex hat, da mal dran zu holen. War das so dein Gefühl? Und weil du nur Aufmachungen gefragt hast du nur Aufmachungen? Also, ich habe mit meinem Partner darüber geschwärmt, mir das schon lange hier, das wäre gut, vielleicht das zu reviewen und zu gucken, okay, wie comfortable sind wir allen zwei oder wann die andere Person über als Sex so schwätzt, dann was sie vielleicht Sachen, über die man nicht unbedingt würde schwätzen oder vielleicht anonymisiert will gehen. Mir das hängt ja aber immer davon auf, mit wem die andere Person darüber schwätzt, weil ich kann immer ganz einfach so, ja, eine Person, mit der ich Sex hat, an die wenigsten Leute wissen, wie Kind gemengt sind oder wie gemengt ist. Aber wenn ich mit einer Person schwätze, die mich kennt, die weiß ja ungefähr, wen mein Partner vielleicht ist, aber für mich vielleicht sonst noch so schlafen. Und dann ist es schon meistens ganz einfach herauszufinden, über wen es da geht. Ja, dann ist das mit der Privatsphäre ein Thema, was sehr abkommt, aber was schwierig dann noch eins du aus, weil eins du will ja mehr erzählen, und da sind sich aber nicht sicher. Also dafür fand ich doch immer gut, über die Sachen zu schwätzen, vielleicht doch mal ein kurz, ob man es aufzuchecken, so wie viel zu der Stimme da waren, statt Leuten zählen. Andererseits geht es natürlich auch so, die andere Seite dann so, wenn ich in einer Polybeziehung bin, dann ist es ja oft so, dass mein Partner ihnen wissen wollen, mit wem er so Sex hat. Und ich fand da doch an Polybeziehungen relativ nachvollziehbar und normal, dass ich das zählen und dass das nicht das größte Geheimnis ist, mit wem ich dann so Sex hat. Das ist natürlich immer froh, wie viele Details in du will zählen. Und du hast Mensch gerade dann so Polykonstellationen wichtig für kurz drüber geschwärzt zu haben, was dann, wie weit ich kann an Detail gehen. Ja, und ich fand auch nicht nehmen zu über den eigenen Sex schwätzen, mir auch über Beziehungen schwätzen. Also wie viel erzählt den, also in echter,
an enger nicht monogamer Konstellation, wo ihr vielleicht nicht so viel über Beziehungsdynamiken, aber den zusammen erhält, aber wie ihr denkt, an der Beziehung geht, schwätzt. Ja, an einer Leute von echt so ein bisschen schmengen du an Robin 100 Kitchen Table Polyamory genannt an einer von ihren Episoden. Also, dass jeder halt die anderen Personen mit den Beziehungspersonen auch noch zusammen ist, gut kennt, in bei vielleicht auch zusammen wohnt, von der Kitchen Table oder sich halt einfach regelmäßig trifft. An so nicht monogame Konstellationen. Also es ist halt echt so, dass die meisten Leute einfach wissen, wie Beziehungen, die unterschiedlich ausgesehen. Und ich fand, also als Menge Erfahrung, als du echt vielleicht sogar noch froh, wenn ich probiere nicht so viel über die anderen Beziehungen zu schwätzen, für nicht, ja, dann auch Beziehungen zu belasten, mit zum Beispiel Konflikte oder Schwierigkeiten oder durch irgendwie Dynamiken auszulesen, die vielleicht nicht so gut sind. Also heinst du ist da vielleicht besser mit Leuten außerhalb von denen Polykül-Konstellationen, also quasi dem Netzwerk, wie Freunde zu nutzen wollte ich so. Und das sieht nicht das, was ich will, so zu frohen mit einem über herausfordernden Situationen zu schwatzen. Aber ich ging so, wir teilen das Schwatzen über Beziehungen, das Schwatzen über Sexualität, ein bisschen ab, weil da können wir da und ein bisschen an Dave gehen. Was siehst du, Joel? Ja, und das ist eine gute Idee. Und ich fand interessant, dass du schon von so schwierigen Situationen oder Problemen geschwärzt hast, weil da etwas ist, wo manchmal viele Leute sich aber auch schwer sehen, und gleichzeitig etwas ist, wo viele Leute Gesprächspartner sicher für über hier Beziehungen zu schwätzen. Und das ist auch manchmal von den häufigsten Gründen, wieso ihn über seine Beziehung will schwätzen mit anderen Leuten, weil ihn Probleme an der Beziehung hat oder eine schwierige Situation oder halt etwas verlassen gehen und will irgendwie mit einer Person darüber schwätzen, für dann vielleicht doch einfach eine neutrale Meinung zu kriegen von dem Konflikt, den er hat. An anderen Gründen sind echt so, dass er sich vielleicht freut, wenn eine Beziehung neu angefangen hat, dass er das will Leute mitteilen. Fallen dir sonst noch so Gründe an, wieso er über eine Beziehung schwätzen will? Nicht nur, weil sie anfängt, mir vielleicht auch, weil sie abhält oder sich verändert. Also zum Beispiel, wenn sie Strand oder irgendwie das Label von der Beziehung verändert, wenn zum Beispiel Gspusis war, also keine Ahnung, über Monate oder Jahre etwas mit denen Laufen hat und dann, also wie ihn halt zu Wien sieht, FZ, fix zusammen, also ganz fest zusammen. Oder auch, ja, wenn ihr vielleicht eine Pause mischt, wobei ich nicht weiß, ob Leute das wirklich machen. Also machen Leute eine Pause. Mit gibt immer so Beziehungstransitionen. Also ich kann dann zum Beispiel Leute, die bestürzt sind, dann kann er zusammen hören und dann merken, irgendwie als romantisch sexuelle Beziehung lebt nicht mehr und dann probieren, die Beziehung so zu verändern, dass vielleicht dann einfach zu Co-Parents gehen. Was eine herausfordernde Situation ist mehr, ja. Oder ich kann ein Couple, die halt die letzten 6 Jahre zusammen waren, an einer fairen Beziehung, und lo gesagt schon, komm mal holen das Wasch, dass wir so FZ fix zusammen sind, und wir sind halt an einer Beziehung, und das wird ihre Beziehung der gut gedauert, weil er zu den Drogewasch gehört, und ich denke, ja, dass das auch ein Moment ist, wo ihn das gerne gegen mit anderen Leuten teilen, und so Eskalationssachen sind etwas, weil den oft andere Leute zählt und dadurch relativ gesellschaftlich akzeptiert oder sogar gewollt sind erzählt. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn er sich besteht zu Lützeburg, dann könnte das also ein kleines Gläserküst für in der Gemeinde stehen, für ein paar Wochen. Aus dem Grund, dass, also früher, für das Leute konnte so, nee, den hast schon bestört an dem Dorf, an dir wisst das just nicht. Oder an einem anderen Land oder so. Aber ja, also das, wenn ihn sich verlobt hat oder wenn ihn sich bestört hat, das sind so große Lebensereignisse, die an unserer Gesellschaft ganz lang ganz wichtig wären, an das Menge schon für viele Leute immer noch sind. Einfach riesen Evenemente auch, also von den, wie schnell bei einer Hochzeit wäre, weiß, dass das einfach oft riesig Fester sind, die dann auch groß gefeiert gehen, wo die Leute einem dann noch alle auf die Schulter klappen, also gut gemäht, dass er sich bestört hat.
das bei wann ihr seht okay mir sie just nach Co-Parents an nimi zu summen mengsch Mann also du hast Resonanz vielleicht dann nicht ein bisschen enger nee ich fand der Thema auch ganz spannend da den dann so ja so op Schëlle geklappt geht also so als Metapher so eine Stadtlo jo net immer wirklich me weißt du dat auch schon erlebt so dass du irgendwie gesagt ist silo zu summen mat der Person dann nur Leute so quasi applaudiert also net wirklich mehr so innerlich ja also schmengen Mg Eltern zum Beispiel sind extrem froh dass ich lo metaphorisch innner der Hauf sinn also dass ich lo seit aber schon e pur Joer fix man enger Person zu summe sinn déi még Familie noch kennt an regelmäßig eben auch mal der Plötzeburg könnt an ja mit der ich mein Leben die nächsten Jahre will zu Summe machen vielleicht auch irgend von denke zu Summe plnnere will hin ein Horn zu summen und so der Tisch ja die gesellschaftlich Normalvorstellungen von wie Leben quasi vier geht an wat auch irgendwie Stabilität als Sicherheit symbolisiert was ja sich am Anfang gut Sache sind und natürlich als Kehrseite dass verschiedene Sachen als positiv und andere Sachen als negativ ugesehen. Also wenn du dich besteht an du die Stufe vom Relationship Escalator rupgehst, ist das natürlich gut. Aber wenn du eine Stufe zurück raufgehst, weil du siehst, wir sind nicht mehr zusammen, wir sind noch Co-Parents, entspricht das nicht so ganz den normalen Vorstellungen. Ja, das möchte auch ein Gespräch über Beziehungen, vielleicht heinst du mich schwierig oder dazu doch vielleicht Auswirkungen darüber mit wem man wird als Beziehung schwätzen. Ja also für mich ganz sicher also ich hatte eigentlich ja dass ich eine Beziehung so auf Facebook gekündigt tun für die wie jung in der Ehe also früher von der mehr Jungleid das benutzt und wird manchmal tatsächlich oft so dass Leute halt über den aus der Summe matt oder es ist kompliziert mit oder halt all die komisch Sachen die du konnt auswählen als Status gemeinsam dass sie ihre Beziehungen so ungekündigt tun an Enker wäre schon an der Situation wobei ich selber nicht so froh mit der Idee wäre das auf Facebook zu machen aber ja da sind dann frisch zu summen und lesen sich dann von seiner Welt von positiven Emotionen matt reiten da das dann auch ziemlich positiv abgeholt gehen und klar viele Leute haben sich für mich gefreut und da das so am Anfang ein cool sehr so schon eine Freundin und Südfried freut sich für mich wie schön das die Welt nicht irgendwann krude Stunden von einer Freundin gezählt von einem Bekannten mit dem ich wirklich nicht so viel zu tun hat den irgendwie so eine Macht gemäht hat Leute auch endlich eine Freundin und das ist mir so gedacht what's it to you? Also, was geht das da an? Wieso kannst du da irgendwie so rohflossend kommentieren und so? Also, ne, weil Leute sich für freuen, da das ja schön, weil Leute so, endlich wird hier noch eine Freundin. So, was willst du da mal da so? Und dann, wie für allem, so, schon die Person wirklich zu dem Zeitpunkt nicht gut kannt. Aber das ist nur denken je mehr komisch fand ich die Art von Gossip oder die Art von Kommentare vom Lebensstil von anderen Leuten so ja fand ich ganz komisch und dafür habe ich mal echt dazu gewünscht gemäht also nicht nur just wie es dem Facebook-Incident mehr generell habe ich mal echt dazu gewünscht gemäht für mehr gezielt mit Leuten über Beziehungen zu schwätzen auch noch mal zu überlegen, okay, was will ich mal so eine Welt preisgehen, wem will ich was erzählen. War natürlich ein bisschen absurd, dass von dem Podcast hört, wo ihn über die Sache schwätzt. Nee, hier hast du dann trotzdem mal ein bisschen mehr anonym, wie wenn ich schon mit Leuten schwätzen, an Nimmsoen, an Detailer gehen. Das fühlt sich da schon immer ein bisschen so ja, invasiv und auch für Leute dann teilweise wahrscheinlich einfach ganz ganz fein so nur von ja was schafft denn dann an welche sind Eltern an hört ein Kat oder also so Detailer wo ich mal eins davon okay wieso
muss ich noch quasi die Person mit der Summe sie 4 Stellen an dir präsentieren. Das heinst du nicht so komisch Dynamiken an den Gesprächen? Ja, ich meine und die Normalvorstellungen, also zum Beispiel, dass es die bestmöglichste Option ist, für an einer Beziehung zu sein, bestenfalls auch an einer stabiler, bestenfalls wollen sich auch bestürden, bestenfalls, keine Ahnung, hat den ein Haus an oder erkannt zu summen, dass die halt so gebunden sind an Wertigkeiten von der eigenen Person oder dem eigenen Leben. Also, dass quasi in etwas reüssiert hat aus seinem Leben aufgrund von denen Statusmacherinnen sozusagen. Ich fand das schön, weil, ja, ich meine, dass Leute unter Druck setzt, die Sachen auch wollen, müssen zu erreichen, vielleicht sogar, obwohl es gar nicht zu ihrem Leben passt oder am Anfang vielleicht auch kein so ein dringendes Bedürfnis von ihnen selber wir. Also, ich denke, das ist ein relativ verbreitetes Phänomen, dass halt so ein, oh, März, lohnt aber kein Kanakrit mal zu 70, oder oh, schon immer mein ganz Leben nicht mehr gelohnt an irgendeinem Mengsur gehen, habe ich mein Leben verfehlt, wie war ich kein Haus, also so ein bisschen so am Sinn von, was hat er los nicht, also ich meine, da ist ganz viel so, ja, Sinn sich, Wertigkeit sich auch mal dran, dieses Schnitt immer gut auffällt. Mehr so ist das halt mit den Normen von unserer Gesellschaft. Ich habe mich gefreut, weil du so dir geht das heinst du ob Strümp, wann halt Leute quasi so ein Profil von deiner Beziehungsperson freuen. Mit wem schwatzt du dann lo konkret über deine Beziehung oder Beziehungen oder Dates oder halt so Freundinnenschaften vielleicht auch, ich weiß nicht, ich lo für allem so romantische Sexualbeziehungen in der Beziehung gemeint, mir das muss ja nicht sein. Ja, das reicht schon, allerdings lohnt nicht so viel darüber nachgedacht, mit dem ich über meine anderen FreundInnen, die ich so hun schwätzen. Natürlich könnte das immer im Opfer an einem Gespräch etwas erzählt und probiert Leute zu crediten. Ich bin nicht immer ganz gut daran, mich probieren, das mehr zu machen, wenn ich Gedanken oder eine Geschichte, die eine Person mal erzählt hat, erzählen, dass ich die Person da crediten, dann meinst du das von einer Freundin und nicht von mir. Ich habe den eigentlich froh anzugehen, schon viel, dass viel so von denen Gesprächen, so passt man denkt zusammen oder wen ist der Partner, dass die so organisch zwischen ganz vielen abkommen. Also entweder zähl den, wie ich gerade als Beispiel gesagt zähl den ich in etwas und da seht den mein Partner hat dann an das gemäht oder den hat dann das gesagt. Wenn ihr viel Zeit bei einer Person verbringt, dann hört ihr noch viel über die Person zu erzählen. Aber wenn ihr viel mit einer Person dealt, dann habt ihr noch viel Gedanken von der Person, die ihr vielleicht stehlen kann. Natürlich kommen die Sachen oft ab. Aber das ist natürlich immer ein bisschen so eine Abwägung dabei, wem ich wie viel zählen. Also, so, dass ich einen Partner habe, das fand ich nicht so schwer zu zählen. Du gehst vielleicht ein paar Leute, wo ich nicht unbedingt so, wo das da vielleicht nicht so ein Outing wie nach, wo ich dann mich nicht unbedingt so wohlfühlen, dann nicht unbedingt dann immer direkt einmal da rausrücken, dann vielleicht für dich mal ein bisschen so viele aussteigen, okay, wie könnt ihr das lohnen? Und dann so, ja, dass ich vielleicht aber nach Dates haben oder mit anderen Leuten schlafen, ist schon ein bisschen mehr kleine Kreis von Leuten, den Stadt dann auch noch, ob nur es bannen, so am direkten Gespräch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das ist immer ein bisschen so ein Outing, also auch wenn ich als Cis-Mann und ein Partner, das ist auch ein Outing, und da ist die ganze Situation dran, wo es dann nicht mehr darum geht, wen ist der Partner an Wirtschaften, an ist eine gute Party oder nicht, aber aha, du hast dir an der sexuelle Identität oder aha, kannst du mir mehr über das Polysinn erzählen und ich weiß ja gar nicht, wie Stadt gibt machen, ich gibt das ja nicht aushalten. Und dann hört ihr sehr so Gespräche dran, wo ich mich dann oft ein bisschen so viele wie so, ja, Zirkuspferd. Also, das ist ja etwas, was ich in meinem Studium oft erlebt habe, so als Lützebäuer zu Wien, wo ihn dann, ob so Party wäre, und irgendwann hat den etwas gesagt, ja, bei uns Lützebäuer, und dann so, Merd. Dann seht ihr so Damen ablenken von all den Leuten rundherum und dann sind die so, kannst du selbst auf Lützeburg so, kannst du mal erzählen, wie ihr Bildungssystem ist. Und ja, also schon viel Partien, so dummer da verbrüchte Leute irgendwie Fun Facts über Lützeburg zu erzählen.
an irgendwann ist das nicht mehr so interessant an so will ich auch nicht irgendwie immer im rechtfertigen an einer Polybeziehung zu sehen und dafür halte ich mich dann heinst du zurück mit denen Sachen ich weiß nicht wie das bei dir ist also geht nicht unbedingt immer drin der den das nicht will zugehen oder der dann will so oder der das eine gefällige Situation ist mir heinst du nervt doch einfach und die Leute müssen Sachen zu erklären Ja, das verstehe ich fand nicht immens angenehm und ich meine, das möchte man auch mir einfach am Podcast über meine Beziehungen zu schwatzen, zu Wien zu wohnen und so ein bisschen die meisten von meinen neuen oder intimste Beziehungen zu Wien zu haben, weil ja, wenn ich dann zu Lützeburg sehe, und da habe ich halt meine 3 Kollegen, mit denen ich schon einfach über alles an meinen Beziehungen schwätzen und auch über Sexualität und so weiter. Aber ansonsten gehen es da nicht so wirklich Leute, die das ging so interessieren an ein schönes Gefühl, dass für allem nicht monogame Beziehungen zu Lützeburg noch nicht so gut gekommen sind, so an nicht so viel Frohe gibt. Zu Lützeburg sind natürlich meine Älteren und schon am Vorfeld eben drüber nachgedacht, wie schwätzen ich mit meinen Eltern über meine zum Beispiel aktuelle Beziehung und da ist es echt ja, wir waren de Weekend do und do an der Person geht es gut an de Mupp möchte da und da oder auch mal über Zukunftsplan oder wo wir an Vakanz gehen melo net wie geht es mir an dieser Beziehung also das ist wirklich mehr so abstrakt an Unhandlungen aus unserem Alltag gebunden an nicht mein emotional erleben von wie man an der Beziehung geht und ich denke meine Eltern oder auch meine Biofamilie gesehen war meine Beziehungsperson der mit mir zu Lützeburg ist wie es mit mir geht und da trifft echt der meine aus so drüber an so die Metakommunikation über meine romantische Beziehung oder Beziehungen ja also etwas was ich nicht so gern mit meinen Eltern beschwatzen weil ich das Gefühl habe, dass da war schon ein Teil von meiner Privatsphäre ist, den ich lieber mit meinen Freundinnen beschwatzen. Und die kennen mich auch schon so lange an meinen ganzen Beziehungsgeschichten, an meinen ganzen Dates und so weiter, dass ich das extrem angenehm fand, dass sie schon so viel wissen und dass es nicht so viel Fehler braucht einfach. Ja, also das ist bei mir auch so, dass es verschiedene Leute gibt, mit denen ich über verschiedene Leveln über meine Beziehungen schwätzen und ich meine, dass es so ein casual Level gibt, wo ihn einfach so ein bisschen die Fakten erzählt und so, wie du siehst, die Meta-Diskussionen, so wie geht es da das dann nicht dafür so wie ganz kleine Kreis von Leuten. Ich muss sagen, am Moment habe ich nicht viele Leute, mit denen ich so die Art von Gesprächen führen. Das fehlt mir ein bisschen in meinem Leben. Vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr mit verschiedenen Leuten, mit denen ich so Gespräche habe, reconnecten, weil das aus an den letzten Monaten ein bisschen verloren gegangen. Und nicht nur, weil die Leute irgendwie schlimm wären oder dass wir es geschrieben hätten oder so, mir einfach, weil viel Loss ist an den jeweiligen Leben. Und das ist ein bisschen schön. Also, das fehlt mir ein bisschen. Und ich meine, dass das doch ganz gut ist für Personen zu haben, die außerhalb von Beziehungen sind, mit denen dann über so die kleinen größeren Probleme oder die kleinen größeren Friedigkeiten, Schönheiten an Beziehungen schwätzen kann, wo ein bisschen so zählen kann, wie es emotional mit dieser Sache geht. Ich meine, dass das doch immer gut ist, so eine andere Perspektive darüber zu haben. Und du hast das wiederum schon entweder besser ausgedrückt wie ich oder ugedeiht oder beides, dass das nicht so cool ist, wenn ein Poly ist, dann so die anderen Beziehungen mit Stress aus enger von seinen anderen Beziehungen zu belasten, weil ich meine, dass das oft ein bisschen schwierig ist. Also ich wäre schon in der Situation, dass ich muss Sachen ungelöscht tun und dann oft gesagt tun so, also ich kann da nur meine Meinung dazu so, mit die ist natürlich immer ein bisschen gefärbt und ich kann da natürlich nur löschen, ich kann nur nicht so viel da machen oder so. Also es hängt dann natürlich auch immer davon auf, was Ziel von seinem Gespräch ist. Also wenn eine Person sich just ein bisschen will auskratzen, so nicht mal, ohne das pejorativ zu mengen, mir einfach ein bisschen zählen, da kann ich natürlich null ausstrahlen. Aber wenn ich wirklich schon drüber schwätzen und noch Erfahrungen austauschen, dann ist es ganz schwer, mit einer Person, mit der auch zu summen ist. Fand ich, ob man's. Ja, das stimmt. Ich fand ein Teil doch ein bisschen von den Themen auf, um die es geht.
Wunschthemen je noch besser für zu beschwatzen wie andere. Schon auch gemerkt, dass beim Schwatzen über Beziehungen Leute unterschiedlich Sachen verarbeiten. Also es gehen so, das ist natürlich nicht so binär, wie ich erzähle, mit gehen external processes und internal processes. An einer Menge Beziehungen also zum Beispiel so, dass meine Beziehungsperson intern prozessiert. Wie sehen das? Sache verschafft. Und halt für dich mal lieber Sachen muss nur vielen an nur denken, ein bisschen Zeit braucht und dann halt kann drüber schwatzen. Und ich brauche den Raum für mit einer anderen Person oder auch einzeln mit mir selber Sachen hart auszuschwatzen, für zum Teil so gut zu verstehen, wie ich mich auch an den kleinen Nuancen dazu fühlen, aber das dazu denken, auf auch Sachen weiterzudenken. Dafür hilft es mir extrem, mit Leuten über Sachen zu schwätzen, notamment in Beziehungen. Und ich konnte gut mich auf Verbindung setzen, dass so das hatte ich an den letzten Moment nicht viel, weil so ist es mir auch gegangen. Also mein Fazit war so ein bisschen, wo ich das viel berät und dass ich mir gedacht habe, am Anfang schwätzen nicht Männer über meine Beziehungen und auch über mein Sex, wie ich da gerne wählt. Und schon ein bisschen probiert zu gucken, was das leid. Und da sind mir so pur Grün angefallen, nämlich einerseits manchmal leidet in unserem Alter, also da sind so mit Anfang mit 30 halt jeder so aus seinem Berufsleben, Privatleben und so dran ist, dass man Energie auch hat und da vielleicht man auch so Sozialkontakte pflegt, wie an Zeiten, wo ihr nach mehr Energie und noch mehr Freizeit hat. Und dann ist aber manchmal auch so, dass in einer langen Zeit Beziehungen, also ich gehe mal so an Beziehungen, die mehr lang wie 2 Jahre schon bestehen, wo es keine größeren Krisen oder Probleme gibt, vielleicht nicht so den Impuls hat, viele Sachen so mega durchzuschwatzen, aber wo ich aber gemerkt habe, wäre cool, auch die Klangveränderungen an irgendwie da zu summen, wurzeln und sich weiter verändern, mal mir an der Dave mit einem zu beschwatzen. Und ich denke auch, für dass ich die letzten, war das so 2-3 Jahre, keine neue Person kennengelernt habe, fehlt so ein bisschen die New Relationship Energy. Also so den Impuls, der von mir aus kommt, für Willen darüber zu schwatzen. Oder dass es so das dringend Bedürfnis gibt, auch Sachen zu teilen. Und heinst du, wenn ich dann nicht dran denke, ein Thema anzubringen, weil es nicht so dringend ist, sozusagen, oder weil die andere Person nicht nur fragt, da können nicht vielleicht auch gar nicht so viel zu Gesprächen über Beziehungen und Sexualität. Was denkst du? Ich fand einen dritten Typ von Leuten, nämlich die Leute, die Podcast brauchen, für hier Sachen zu prozessieren, weil, wenn du diesen Podcast seit der Staffel 2 gelernt hast, es gibt viele Momente, wo ich etwas drauf komme, während ich mit Leuten Podcast abgeholt habe. Aber bon, ja, ich meine, dass du recht hast, dass den Alter und noch so die festgefahren, aber vielleicht auch am guten Sinn Beziehungssituationen, die stabilen Beziehungssituationen dazu feiern, dass ihr vielleicht Männer den Drang wird, über Sachen zu schwätzen, weil den Drama fehlt. Ja, tut irgendetwas. Ich meine, es gibt einfach so ein bisschen noch so den Gossip-Faktor, den die viele einfach in ihrem Leben gern haben. Also ich meine, das ist kein Zufall, dass sich dann so News über so Stars oder Royals oder was auch immer das, True Crime Podcasts, ModeratorInnen oder also es gibt ja von Mikro bis Makro Celebrities Gossip bei die verschiedenen Vereinen. Das mein Job ist viel konsumiert, gibt viel so ein bisschen den Drang davon auch zu stellen. Aber am Anfang ist eigentlich die bessere Methode für mit den Sachen umzugehen, effektiv sich die Beziehungen, die Beziehungen von seinen FreundInnen zu kümmern, mit denen darüber zu schwätzen und sich dann eben noch nicht dem großen Drama abzugeilen, mäßig über die kleinen Veränderungen zu diskutieren und mitzufühlen und zu erhalten und sich zu freuen, dass Leute wissen und das Wussten halt nicht immer direkt mit riesigen Schritten aus, mehr klein und nachhaltig. Und das ist auch cool und flott, für über diese Sachen zu schwätzen. Und wenn man dann schon bei mir sind mit 30, muss ich leider schon so haben nicht so viel Zeit für Leute gesehen. Das heißt aber auch, dass Doofstellen zwischen den einzelnen Treffen oft mir groß sind.
an dann hört den sich mehr zu zählen. Also von daher ist das vielleicht doch gar nicht so schlimm, da mehr dass einerseits Beziehungen milus sich entwickeln, andererseits sind Leute nicht so oft gesagt, weil den Rhythmus da quasi derselbe bleibt. Ja, das stimmt. Und ich fand Gossip solange nicht baseartig ist oder irgendwie so Normvorstellungen reproduziert wie Gott sei Dank aus der Person auch endlich mal einem zusammen, fand ich Gossip am Anfang auch eine wichtige soziale Funktion. Und ich ging auf jeden Fall lolé, wenn ich ging so, dass ich nicht interessant fand, die kleine Gossip von Velo von meinen Ex-Dates mit wem zusammen, wen sich getrennt ist, für was, wo es vielleicht nicht so gut oder auch gut ausgegangen ist, nicht auch eins so gegen interessant fanden. Also ich muss mir doch eins zu den Tee erschenken. Ja, ich noch müsste dran denken, dass vielleicht Grund für was ich Männer über meine Beziehungen, über meine Sexualität mit meinen FreundInnen oder Beziehungspersonen schwätzen, weil ja, da doch irgendwie ein Thema für meine Arbeit ist und ich ehrlich gesagt für noch allem über Beziehungen, Sexualität am Bezug auf meine Arbeit schwätzen und da vielleicht auch so ein bisschen einen inneren Impuls von mir aus, mich von den Themen aufzugrenzen findet, quasi so nur in der Schaft zu sehen. Und weil ich mir auch gedacht habe, dass es vielleicht auch so ist, dass viele Leute denken, ich gehe mit mehr Leuten drüber schwätzen und da frohen sie nicht nur, weil sie das Gefühl haben, dass ich sowieso vielleicht schon drüber geschwärzt habe. Das ist natürlich eine Vermutung. Kommen wir gilomol rüber von den Beziehungen zu Sex. Mit wem, Joel, schwätzt du über deinen Sex? Oh, also für allem mit meiner Partnerperson an mit Dates an mit FreundInnen echter Seelen. Also du hast Lorem, den das schon länger hier, das wäre sogar ein bisschen mehr lang hier wie über Beziehungen schwätzen. Also effektive ganz kleine Kreis plus halt all die Leute, die den Podcast lauschen. Also könnt halt auch nach im Enker dazu. Ich viele mich auch gesehen, wenn du siehst, dass man länger schafft. Das ist natürlich nicht das, was ich hauptberuflich machen, so wie du über Sex schwätzen. Der Podcast ist ja auch eine gewisse Form von Erbischt. Ja, Heinz, du und ich dann auch das Gefühl, okay, am Anfang und ich das Thema schon ein bisschen durchgeknallt. War nicht immer so den besten Impuls ist. Also ich meine, da muss ich noch dann ein bisschen probieren, das zu trennen, so zwischen dem, was ich schon öffentlich gesagt habe, und dem, was ich vielleicht noch privat mit einer Person will schwätzen. Aber ja, also bei mir ist es schon so, dass ich mit meinem Partner drüber schwätzen, mit Dates, Heinz du mit Leuten, mit denen ich auf so Online-Dating-Plattformen schwätze mir. Da geht es echt so was hast du für Wünsche, Erwartungen, viel läuft dann, wie nur wirklich konkret, okay, den du Sex hattest. Mir das gehört ja bis noch dazu, so, okay, schon nur an der Erfahrung zum Beispiel. Das heißt ja dann normalerweise da den Date-Zucht für Sex oder Date-Zucht für sexueller Praktik schon hat. Nee, wer ist das bei dir? Also, du schwätzt du dann wahrscheinlich schon allem, ob deiner erbischt. Über den Sex, den du hast? Nee. An meiner Arbeit schwätzen ich über Sexualität mehr extrem seelen über mein Sex. Also am Anfang süß am Podcast, weil wenn ich mit Jugendlichen noch mit Erwachsenen Sexualpädagogisch schaffen, geht es nicht um meine eigenen Erfahrungen. Und das ist auch gut so, sowohl für meine Privatsphäre, weil auch die von den anderen Leuten, und du hast doch zum Beispiel mit Jugendlichen ein mega wichtiges Learning, dass sie als können all Fragen stellen, die sie wollen, mit mir halt süß die Fragen beantworten, die für uns an als Privatsphäre an der Reihe sind. Und das ist mega wichtig auch, dass sie verstehen, mir stellen hin kein Privatfragen, a Privatsphäre herrscht, ich schwätze mit Leuten darüber, die mir emotional nur sind, weil meine Familie, meine Kollegen, und nicht mit Leuten, die ich nicht kennen, oder an einem Kontext von einer Gruppe. Und dadurch, dass der Podcast sozusagen eine Mischform ist von meiner distanzierten Arbeit an so ein bisschen persönlichen Anekdoten, ist mir am Anfang gerade aufgefallen, Joel, dass die Person, mit der ich wahrscheinlich am meisten über Sex, wo unter anderem auch eine Menge Erfahrung gegangen ist, geschwärzt haben, das bist du. Weil wir haben relativ viele Minuten für Podcast letztes Jahr zusammen abgeholt.
Und ich denke, dass wenn ich mit meinen Kollegen drüber schwätzen, also zumindest nicht ensemble, mit so allen Einzel, kommen stopp mal eine Minute. Herzlichen Glückwunsch, Joel. Merci, das ist mir ein groß Eier. Ich fand das schön. Also außer meinem Partner bist du wahrscheinlich auch die Person, mit der ich am meisten über die Sachen geschwärzt habe an den letzten Jahren. Also was mir nach so bei Partnerpersonen oder Partnerpersonen auffällt, das ist, dass den ja nicht immer just über den Sex schwätzt, den ihn lograt hat oder für eine Woche hat oder für eine Podage hat, aber auch eins der Sachen zählt, die bis mir lang an der Vergangenheit liegen. Natürlich spielen an Polybeziehungen spielt Jalousie ja oft ein bisschen eine Rolle oder kann mal abkommen. Aber ich denke, dass auch sogar an monogame Beziehungen vielleicht sogar noch mehr so Geschichten über Sex, die mir lang hier sind, auch zu Jalousie können führen. Also nicht nur an monogamen Beziehungen, auch an Polybeziehungen, an alle Beziehungen wahrscheinlich. Weil, ja, in sich denkt, oh, dass du hast mit der Person gemäht, aber mit mir nicht. Oder Marsch hätte auch gern die echt Keier mit dir gemäht. Oder also 100.000 Gründe, wieso ich kann jalous sein. Das muss auch nicht immer eine rationale Erklärung. Dafür gehen Gefühle, sind nun mal einfach Gefühle und nicht immer 100% erklärbar. Ja, da fand ich doch spannend, weil das für mich lange Zeit etwas wäre, wo ich nicht so drüber nachgedacht habe und das mich das gibt. Also, dass das andere Kind treffen oder das mich Kind treffen. Und ich den Umgang damit auch nicht immer ganz einfach fand. Und dann bist du so dazu neigen, okay, dann zählen ich lieber nicht zu viel, wie du dann Jalousie bei der anderen Person auszulesen. Also, das vielleicht aber nicht so der richtige Weg, weil am Anfang ist besser, probier der Person Tools zu geben, für damit umzugehen, und dann probier den aber weiterhin so offen zu sein, wie sie will. Es könnte natürlich immer dabei, dass wurde man auch schon ein paar Mal benutzt, so die Privatsphäre. Wie ist das dann, oder wie löst du das Problem? Ich fand, je mehr weit es noch an der Vergangenheit ist, dass du mehr einfach von Erfahrungen zu erzählen, weil auch, dass du mehr anonym geht die andere Person sozusagen, oder vielleicht auch nicht Zeit oder die Person zu so mit denen die Zucht von Sex hat. Ich fand aber gleichzeitig weird an intime Beziehungen, dann nicht so, wie das war. Weil, also das ist ja auch irgendwie so komisch Verstoppspiel. Ja, schon an der Vorbereitung für das Gespräch und da renke ein von denen ersten, also aus der ersten Staffel Episoden nur geleistet, die heißt Sexgespräche, ich meine, das ist die Episode 27, die ich 2019 mit Momo abgeholt, wo wir auch ein bisschen über das Thema, über Sexualität geschwatzt und eben über so Privatsphäre. Und meine Analyse von Demos war, dass die komisch Gefühle, die ihn hört, wenn ihn über Sexualität oder über den eigenen Sex auch mit anderen Leuten schwätzt, zum Teil auch einfach kulturell bedingt sind. Also, dass man in einer sexnegativer Gesellschaft leben, dieser sieht, das ist ein Thema, das musst du auch nicht behandeln wie all die anderen Themen. Und ich fand das auch eine Zucht von Aufweihung an sich rundtasten, weil das natürlich extrem wichtig ist, das Gefühl von Privatsphäre und auch von der Person, mit der schwätzt, zu respektieren und nicht so, keine Ahnung, so schnell viel zu praschen, mit zu gucken, wie lief Gespräch, fragt die andere Person vielleicht auch Sachen no, und ergöttet sich vielleicht irgendwie auch organisch, dass sie dann noch ein bisschen mehr weiterzählt. Weil ich also schon zu dem Moment gesagt, ja, wenn ich gestern ein Glas esse war und sie war mega gut und ich ging gerne davon erzählen, meine Stadt ja auch noch nicht, weil ich mir denke, oh mein Gott, nee, Gläser sind ein gesellschaftliches Tabuthema, da dürfen wir schon nicht drüber schwatzen. Und bei einer Weise ging ich cool fanden, es soll zu normalisieren, über Sexualität zu schwatzen. Ja, dass es sich Männer passisch aufhält, da zu delen. Aber gleichzeitig fand ich mittlerweile auch irgendwie schön, dass es Themen gibt, die so eng Vertrauensbasis erfordern. Weil ich fand, das auch ein von den Gründen, über Sexualität zu schwatzen, nämlich für sich abzumachen, sich verstanden zu fühlen, sich verbunden zu spüren und irgendwie sich vulnerabel zu machen und sich dadurch auch irgendwie emotional können Minute zu kommen an Wertschätzung der anderen Person auszudrücken, an dem Sinne so abmischt.
und dass er doch eine Erfahrung aus die nicht mit Schiederengem muss hun sozusagen also das ist irgendwie etwas Besonderes ist. Ja, also du stimmst auf jeden Fall so. Sowohl was so die Idealbilder angeht oder was für flott gesellschaftlich, wenn man Kind und alle Guten über Sexschwätze wäre, aber auch die Sichtweise von den Außen nun mal etwas, was ziemlich intim ist, was ich nicht mit Schiederengem vielleicht doch will, delen. Verschiedene Sachen haben wir ja nicht so viel Probleme, dass man einem größeren Publikum zu delen, weil da gerade merkt, an dem das lauscht. Aber andere Sachen will ich vielleicht nicht mit Schiederengem delen, die will ich vielleicht mit einem gewissen Personenkreis delen. Aber ich denke mal schon, Heinz, es wäre am Anfang cool, gerade auf Freundeskreise, die am Anfang relativ offen sind, doch aber mehr offen über die Sache schwätzen zu können und nochmal ein Gespräch an einer Runde zu haben, wo vielleicht nicht nur 2 Leute sitzen, mehr 3 oder 4 Leute. Weil das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das ganz, ganz seelen, dass das passiert. Also vielleicht steht da doch ein bisschen mit Sozialisierung zu dienen und so, aber ich habe das Gefühl, dass das ganz seelen der Fall ist. Dass ich in einer größeren Runde sitze, wo Leute dann mehr offen über Sex schwätzen oder Erfahrungen austauschen, mehr dass das echt so One-on-One-Gespräche sind. Bei mir auch tatsächlich bald nimmen mit queere Personen oder mit Frauen. Ich meine, die letzte Zeit, dass ich mit einem Heterozismen über Sex geschwärzt habe, ist wirklich ganz, ganz lang hier. Und wahrscheinlich wäre doch kein immens Date oder immens ehrliches Gespräch. Also, das hört natürlich ein bisschen mit der Bull zu denen, an der ich mich bewege, aber das ist effektiv manchmal auch ein etwas, was halt so unsozialisiert wird, wo sich viele Männer noch schwer den über so Sachen zu schwätzen, vielleicht nicht schwer den über zu schwätzen, aber seriös und ehrlich drüber zu schwätzen. Weil so den Locker-Room-Talk, wie ihn das dann nennen, so, dass dann irgendwie so sexualisiert Bemerkungen gemäht gehen, dass so Unleitungen gemäht gehen, dass ihr vielleicht doch irgendetwas seht, aber dass dann meistens so, ich gehe mit irgendetwas als da das natürlich auf enger Ebene schwätzen über Sex, schwätzen nicht wirklich über Sex, ich möchte den echt da so singen, Männlichkeit breit oder probieren den irgendetwas zu signalisieren, wie da die über Gefühle schwätzen oder über Unsicherheit vielleicht doch oder über viel Leben. Ich gebe das aber extrem wichtig fanden, dass man als Gesellschaft an den Modus kommen, wo man mehr über Sex schwätzen, und mehr ehrlich über Sex schwätzen. Das ist auch ein Grund, wieso ich das Podcast gerne mache. Weil ich eben das Gefühl habe, dass das uns alle guten etwas bringt. Ja, das meine ich auch. Ja, ich ging auf jeden Fall so stimmen, dass du das performativ über Sex schwätzen oder so ein bisschen unangenehm rundherum scherzend halt nicht mischt, dass ihn Gefühle vererbt oder sich öffnet an irgendwie an der Beziehung, etwas Schönes entsteht oder ihn Platz wird für, ja, über sich selber können nur zu denken. Und dann bringt es auch vielleicht gar nicht so viel, außer dass ihn sich eventuell weiter unwohl fühlt. Ja, und also zum Thema gesellschaftlich quasi oder kollektiv Reim schaffen oder auch die Atmosphäre schaffen, für das Gefühl zu können, über Sexualität zu schwatzen, kann ich das so, dass das natürlich auch so ein bisschen das Privileg ist, von einer sexualpädagogischen Ausbildung zu haben, an ArbeitskollegInnen zu haben, die halt auch gemäht haben, und auch einfach ja, so viel über Sex schwatzen, dass sie Übungen da dran haben und vielleicht schon mit pur von den Gefühlen, die das mit sich bringt, von Unwohlsehen, an Schummt oder nicht genau wissen, wie spüren ich meine Grenze, wie taschen ich mich da rum. Und ich muss sagen, dass das immens wohltuend auch ist, an denen Reim mich zu befinden, auch wenn das oft heißt, auf so einer Metaebene über Beziehungen und Sexualität zu schwatzen. Lehrt den ja trotzdem immer etwas für sich selber und über die andere Person. Und das trotzdem aber auch noch immer so, wenn irgendjemand mal von meinen ArbeitskollegInnen aus einem sexualpädagogischen Kontext mal etwas zählt von einer Beziehung, dass ich mich immens wertgeschätzt fühle, weil er nicht normal ist. Also das trotzdem noch so eine Arbeitsbeziehung, wo er sich auch muss gut verstehen und vielleicht ein bisschen aufründen für irgendetwas Persönliches zu zählen.
an aber als irgendwie eng einer Basis durch oder so wüsse von einem gemeinsame Verständnis an so einem Konsens, dass es dann von cooler wichtig ist oder für wartet cooler wichtig ist über Beziehungen und Sexualitätsschwätzen. Also das kann ich wirklich am Anfang nimmen rekommandieren, mal so ein Kitchen Table Polyamory Erfahrung zu machen, weil das natürlich schon flott, wenn zwischen den meisten Leuten ein emotional und auch sexuell Vertrauensbasis da ist, weil in du kann natürlich auch nicht über Sex schwätzen. Also ich denke, ganz viele Leute machen die Erfahrung, dass es für sie am liebsten ist, innerhalb von der Beziehung, an der sie Sex haben, über Sex zu schwätzen. Aber wenn in das natürlich an einem größeren Kontext wird, weil die meisten Leute das mit einem oder mehr Leute am Raum haben, sind natürlich auch ganz andere Gespräche möglich und auch da das natürlich immer ein bisschen aufregend, weil du keine Sachen sind, die in all Chaos sich so erzählt, mir das Thema muss abkommen und muss in irgendwie gute Gesprächsflow an der Gruppe und so, mit das auch ja einfach irgendwie wholesome und schön entspannt über Themen zu schwatzen, wo ich Gefühl hat, dass das kein Gespräch, weil ich gegen mit Gruppen, Freundesgruppen unbedingt aufhängen. Und ich bin extrem froh, dass ich die Erfahrung kann konnte eine Menge Beziehungskonstellationen und auch eine Menge Freundeskonstellationen machen. Ja, also irgendwie gibt das mir eine andere Form von Vertrauen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es soll benennen. Schon noch nicht so intensiv drüber nur gedacht. Vielleicht sind am Gangen zu überlegen, wenn man das über den Podcast vielleicht auch können ermöglichen. Willst du Leute anrufen, die als Nullaussprechen, aber denen über Sex schwätzen? Vielleicht. Ich weiß nicht, bis dahin als Episode für Publikum, da wäre ja immer mir so auf einem Podest oder ob man es ein bisschen irgendwo, wo ich es gesehen habe, dann tun bei den langen Episoden nur mehr Leute mitgeschwärzt bei den anderen Männern, mit das meistens um so Meta-Themen gegangen, wo ich dann noch ein bisschen mehr theoretisch kann so ein vielleicht muss man effektiv merken, so ein maybe Sex Kitchen Table irgendwo abstellen an als für Leute raussichern, die man durchsetzen, damit denen über Sex schwätzen. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Übung. Die andere Übung, die ich wollte als ein Nullaustra ohne Ihnen mal durch den Weg gehen, wäre nicht Kitchen Table zu machen, mehr Footballclub und probieren den Locker Room Talk seriös und ehrlich zu feiern. Mich schmecken, dass das immens schwer ist. Aber falls ich in das will probieren, die hat mehr Segen. Schreibe das gerne, wie es gegangen ist. Ja, ich ging so eine Episode cool von den Joel, wie du sie viel geschlagen hast. Ich weiß aber nicht, also auch, ob ich mich gern comfortable fühlen, die abzuholen. Weil ich fand, da verleiert eben so ein bisschen die Intimität. Also vielleicht also doch einfach ein Workshop, den wir mal ab einem End-of-Season-Event organisieren. Wir halten euch im Laufenden. Und halte ich gerne selber im Laufenden, an dem sie immer mal ob als Insta-Page geht, weil wir sind wieder wahrscheinlich merkt Shadowband gehen. Also als Sachen gehen wennst dem Wort Sex oft viele Leute mir gewesen. Und halt also auch gerne im Laufenden schreibt das auf sex@ara.lu, wenn da Feedback hat oder erst Themen wünscht. Ja, und dann gilt mir dir merci zu so, Joel, dass du heute mit mir über Beziehungen als Sex geschwärzt hast. Das geschieht, Kelly. Aber wenn da mal im Friends hat, mit denen da gern über Beziehungen oder Sexualität schwätzen geht, können da hin als Hint auch einfach die heutigen Episode checken. Bis geschwind. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Was sind Poppers? Poppers kommen a kleine gelesene Flaschen mit farbischen Logoen drauf, an dem wie Rush, Extreme oder Jungle Juice. Sie gehen als Raumopfrischer oder als Düngungsmittel verkauft, aber sie gehen nicht dafür benutzt. Sie riechen oft chemisch, ein bisschen wie Neelakentferner oder Dissolvent. Et findet sie an Sexshops und online, aber was sind Poppers genau? Für was gehen sie gebraucht? Und was sind Risiken? Mehr dazu an dieser Rubrik. Poppers gehen als Rekreativsubstanz benutzt. Hierbei handelt es sich Alkylnitrite, also Amylbutyl und Isobutylnitrit. An der kleinen Flaschen ist eine Flüssigkeit, die verflieht
an der ihn anotemt. Dodurch kriegt ihn Rush et Gedenkem drunken a warm, Herz schlägt méi sehr an et huet den Gefühl von Euphorie, et as méi wackrisch an et entspannt Muskelen. Das geschieht, an dem Substanz vasodilatierend wirkt. Se relaxiert an erweitert Blutgefäße, ähnlich wie Alkohol. Der Körper stößt Stickoxid aus, was den Blutdruck mehr niedrig mischt, an mischt, dass das Blut besser zirkuliert. Et merkt den Effekt direkt nur im Inhalieren an, das hält ein paar Minuten an. Ja, okay, aber für was benutzen die Leute das? Den muskelrelaxierenden Effekt wirkt besonders stark auf den analen und vaginalen Sphinkter. Das heißt, Vaginal- und Analpenetration ist mehr einfach, weil Muskeln sich sehr entspannen. Das kann die sexuelle Experienz besser machen und das ist mehr sensibel. Der Rush und die Euphorie können an sozialen und an intimen Momenten gut tun und auch am Feierkontext und beim Tanzen helfen. Weil Poppers ziemlich einfach zu beschaffen sind und nicht teuer sind sie mehr accessibel wie verschiedene andere Substanzen, die ihnen zum Beispiel im Schwarzmarkt kaufen müsst. Me nicht alles, was ungesund riecht, ist auch Gold. Zu den Risiken direkt nur Anatmen zählen Kopfweh, Übelkeit und Trunkenheit. An der niedrige Blutdruck erhöht das Risiko vom Schwachfallen. Die Flüssigkeit ist ätzend und kann auf der Haut und am Mund Verbrennungen auslösen. Auch für dann ist es gefährlich und es soll gut aufpassen, sie nicht zu verschütten. Die Flüssigkeit ist auch höchst brennbar und es soll aufpassen, sie weit weg von Zigaretten an offene Flammen zu halten. Wenn ihr Poppers viel und oft anotemt, können das Lungen und Nuss irritieren und sich negativ auf die Atmung ausüben. Sie können auch mit Medikamenten, die den Blutdruck aufdrücken, wie zum Beispiel Viagra, interagieren, was das Risiko vom Schwachfallen erhöht. Weil den Effekt just kurz hält, kann es zu einer Aufhängigkeit kommen, wenn in all paar Minuten Poppers zu sich hält. Hier handelt es sich eine psychische Aufhängigkeit. Poppers machen nicht körperlich süchtig. Weil Poppers den Anus relaxieren, was anal-sexuelle Praxen mehr einfach mischt, sind sie bei Männern, die Sex mit Männern haben, belebt. An den 1970er und 80er Jahren waren sie ein fester Bestandteil von der schwulen sexuellen Liberation und noch los sind sie an der LGBTQI-Communität belebt. Poppers haben also Vorteile und Risiken. Sie haben einen unverkennbaren Geruch und können darauf hindeuten, was der Plan für die Afterparty ist. Und du so, reize Poppers dich. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Ministère für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.